Grüße zurück zu Cyberpunk 2077. Wie du siehst, wir stehen nun hier vor Lissys Bar. Mal schauen, ob... Achso, das ist nicht mehr geschlossen, oder was? Geschlossen. Tut mir leid. Nö, wie spät ist denn überhaupt jetzt im Spiel? Warte mal kurz, wie war denn das? 17:17 Uhr. Mach mal... Oh, eine Stunde. Wir müssen ja nichts trinken und nichts essen. Also dann. Hey, Zuckerschnute. Wie wär's mit einem heißen BD? Klar, ich geh mal rein. Warte, erst die Hausregeln. Unerlaubtes Aufnehmen jeglicher Art ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Dann geh rein. Viel Spaß, Puppe. Ja, danke, Nimm Lizzies. Puppe. Jo. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Jo, gell, du Frettchen. Ja, ich muss ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ich habe da jetzt gerade vorher ein bisschen probiert, mich ein bisschen rumzuspielen mit dem Scheiß. Aber irgendwie, ja. Irgendwie ist das ein Spiel, bei dem ich nicht ganz zusammenkomme. Lenkempfindlichkeit auf B oder OW? Das ist jetzt die große Frage. Wir werden es herausfinden. Er hat sie wohl schon absolviert. Ha, wundert mich gar nicht. Setz dich an die Bar und frag nach Evelyn. Nach Evelyn. Alles davon ab, worauf du stehst. Vielleicht verrätst du es mir. Hey, Willst du was trinken? Ich suche nach Evelyn. ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vi. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir ein Vergnügen, wie. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich habe sie erwartet. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist. Warum bist du jetzt dann hier trinken? Warum hast du nicht eher Hallo gesagt? Ich wollte dich erst ein bisschen begutachten. Warum treffen wir uns hier? Reden wir über das Geschäft? Wie? Machen wir das. Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Naja, dann, wenn wir nicht da sind, sind wir halt nicht da, gell? Was kann ein geiles Stück wie ich für einen Alles ist in Ordnung, echt. Mama mia. Piez mit anfassen oder was Lautes? Habe ich gerade. Wachs. Ringelpiez mit anfassen. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Scheiß Raucher! Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Dir ist scheißegal, was Dex denkt. Das wissen wir beide. Du kannst kein Kompliment vertragen, was? Doch, Schmeicheleien sind nur unter deine Würde, oder nicht? Vielleicht ist Dex unter deiner Würde. Kennt ihr zwei euch schon lange?
Schreibst du Decks Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein sichere deine Seele Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Schicke Konzernhotels? Oh, nein, nicht meine Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Werd mir nicht gleich feucht, meine Liebe. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten die Knospe zu bearbeiten? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rec-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen. Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braves Mädchen, benimm dich und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaub's oder nicht, ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist Vi. Sie ist für den BD hier. Vi? Das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey Judy.
Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf sie an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen Wir also rein, damit sie sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Damit komme ich schon klar. Ziehen wir es durch. Okidok. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Aha. Muss ich Angst haben? Ich kann mich noch erinnern, was jetzt kommt, aber nur mehr so ganz vage. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Ja, dann profilier mal. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay. Sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann sie nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung in 3, 2, 1... Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Das war zu viel. Hab alles gespürt. Seine Schmerzen, den Stress, seine Hoffnung. Hoffnung mit irgendwas anderem. Mhm. Wahrscheinlich hat er direkt davor einen Booster genommen. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es.
Kurzer Augenblick, kurzer Augenblick. Setze die Aufnahme fort und sieh dir die Szene an. Ah, okay. So. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Halt. Ah. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du Du verschwindest, holst die Kohle, okay. verschwindest und wir verkaufen den BD an vom Studio. Ist klar, ist klar. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Richtig. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scannen sie. Ja, Wiedergabemodus. Wo ist denn? Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest. Also bin ich bei ihm drinnen. Aber wo ist die Pistole? Von dem BD an die Psychofreaks vom Studio. Und sorg für Action. Die geben uns mehr für den Adrenalin. Wo ist die Pistole? Da haben wir sie noch nicht gehabt, gell? Na. Okay, jetzt ab. Genau hier. Ah. Auf der Aufnahmeleiste zeigen fette Abschnitte einen Hinweis an, den du scannen kannst. Der Hinweis wird in diesem Abschnitt hervorgehoben, solange der Editor auf die richtige Ebene eingestellt ist. Das ist da. Visuell, Thermal, Sound. Hinweise können überlappen. Die Stelle, an der sie sich auf der Leiste überlappen, ist besonders hell. Hinweise verschwinden von der Leiste, nachdem du sie gescannt hast. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Ah. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Das ist das. Okay, fahr jetzt ab mit dir. Kleine Scheiße! Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Ja, kurzer Augenblick, das ist mir jetzt gerade ein Manchmal bisschen kannst zu du viel. Extraebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Kurzer Augenblick, jetzt müssen wir ein bisschen selber. Ulef dorthin vor, wo die Kundin geschlagen wird. Ja, kurzer Augenblick, ich möchte uns also ein bisschen umschauen. Weil ich weiß, dass da nämlich noch was gibt. Außerhalb der Reichweite, okay. Das haben wir abgespeichert, das ist die Kundin, warte mal. Ja genau, sie wird auf Seiten geschlagen, genau. Ebene wechseln. Audio, visuell. Ja genau. Boden, hübsch den Boden für... Mich küssen.
Geht her! Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich weiß, Birne weg, Puste! Ah, okay. Je weiter ich weggehe, umso schneller geht das Ganze, glaube ich. Weil ich das jetzt richtig identifiziert habe. Und da wird es weg. Das müsste jetzt eigentlich da die Stelle sein. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Spule zurück, bis ein Überwachungsbildschirm zu sehen ist. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so ein BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Also ganz verstanden habe ich das jetzt noch nicht. Aber wo ist sein Kollege, der was ihm den Auftrag gegeben hat? Der muss ja da Das ist sowas wie die Grenzen der Realität des Aufnehmenden. Weiter raus lässt dich der Editor nicht. Alles Okay. klar? Ah, da ist er! Jetzt habe ich ihn gesehen. Okay, jetzt verstehe ich's. Wofür halt? Naja, wir werden's sehen. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Richtig. Okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazuschalten. Halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, wie? Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, wie? Was gibt's? Bug, hör zu. Ich habe was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Ein Braindance. Konpeki? Hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Unwichtig, T-Bug. Konzentrier dich. Ich brauche dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tag. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich gehe rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Okay, wie? Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Evelyn, ich